Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Ja, da hat er mich jetzt rausgeschmissen hier, nachdem ich das Spiel beendet habe. Und jetzt stürzen wir uns doch gleich wieder mal ins Spiel rein, aber am besten nicht ins Waschbecken, genau. Am besten nicht in den Swimmingpool her, obwohl ich den derzeit sehr gut selber gebrauche kennt. Es war gestern und vorgestern schon ziemlich warm, muss ich sagen. Und heute hat es um die 30 Grad und das am 17.05. Ich bin schier am Verrecke, ihr liebe Leute. Oh Mann. Ich bin ja sowieso so einer, der Hitze überhaupt nicht gut verträgt. Das muss ich dazu sagen. Meine Arbeitskollegen lachen sich auch jedes Mal schier tot, wenn ich auf Ausgrabung draußen bin bei 30 Grad und ich hock einfach da. Ich kann nicht mehr. Die lachen sich durch schier der Arsch ab, während es bei mir um Leben und Tod geht. Okay, da geht's natürlich nicht raus. Oh, wie sieht denn das bei euch aus? Weil in der Palz bei uns ist es halt auch noch extremst schwül, muss ich sagen. Mit der trockenen Hitze, mit der kann ich ja umgehen. Das ist irgendwo noch okay. Aber der Schwüler, das macht mich fertig. Wie sieht's denn bei euch eigentlich aus? Seid ihr eher so Sommermenschen, so Wintermenschen? Weil ich bin eher der absolute Frühling- und Wintermensch, muss ich sagen. Herbst ist mir als dann doch zu stürmisch und zu nasskalt. Da bin ich auch kein großer Fan davon, muss ich sagen. Aber Frühling mag ich doch sehr gern, wenn es dann so allmählich wieder vom Winter ein bisschen wärmer wird, bei 21 bis 25 Grad, mit ein bisschen Sonne und mit Wolke dabei. Das finde ich schön. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Aber Sommer hasse ich wie die Pest. Da muss ich echt dazu stehen. Sommer hasse ich wie die Pest. Vor allem Sommer bei 30 Grad plus. Das ist absolut nicht mein Ding. Also ich bin da echt eher der Winter- und Frühling-Mensch. Jetzt haben wir es 10:37 Uhr oder so um den Dreh. Ja, die Uhr ist wieder synchron dazu, sehe ich. Das gefällt mir sehr gut. Also das ist ein sehr schönes, nettes Gimmick hier aus Outlast 2, wie ich gestehen muss. Ich rechne auch irgendwie damit, dass jetzt irgendwas ganz, ganz Furchtbares kommt. So nach dem Motto, Dämon unter der Dusche. Ich will den Dämon nicht in Flagranti unter der Dusche erwischen. Oh. Oh. Der Dämon sitzt im Scheißhaus. Was sagt er dann da dazu? Das ist jetzt bestimmt wieder nur Krisselscheiß. Ja. Das klingt halt wieder so, als würde es rückwärts aufgenommen wäre. Sie werden dich alle auslachen. Na, großartig. Oh, Mann. Ich weiß doch genau, dass da jetzt ein Jumpskare kommt. Bring man hinter uns. Okay. Das passiert bei mir auch immer. Also wenn man zu viel Chili gegessen hat, dann passiert sowas. Das ist absolut kein Thema. Da muss man sich ja nicht schämen. Wie sieht's denn daneben aus in der Kabine? Jetzt sag nur nicht, dass das Vieh irgendwie bei mir ist oder so. Ich will ja nicht unter die Blutdusche, um ehrlich zu sein. Oh, diese Schule. Ich sag's euch, ihr liebe Leute, die Schule, die macht mich... Die Schule, die macht mich fertig. Also, ganz ohne Witz, ihr liebe Leute, das Hinterwäldler Kafto Waldsee, das ist bei weitem nicht so New Temple Gate, das ist bei weitem nicht so schrecklich wie das hier. Die Schule mit der Rückblende, das ist das allerfurchtbarste. Ich krieg jedes Mal bei den Jumpscares, krieg ich so eine dicke Gänsehaut und ich könnte mal gerade in mein Windel pullern und böllern. Das ist echt nicht mehr feierlich. Wow, also das ist wirklich, da muss ich nur der absolute Respekt zollen. Übler geht's kaum vom Aufbau her. Also was Gruselstimmung und Spiel angeht, übler geht's kaum als in der Schule. Oh Mann. Also es müssen auch ganz, ganz schreckliche Erinnerungen für den Kerl sein, wenn der sich an die Schule nur als so ein ganz furchtbares Zerrbild erinnert. Und um ehrlich zu sein, will ich jetzt auch nirgendwo mehr hingehen. Ich weiß, daneben war ich drin. Da muss ich jetzt wahrscheinlich in
den Raum gehe, oder? In den Duschterer. Weil in der hell erleuchtete war ich ja schon. Oh, scheiße. Erst 5 Minuten rum, ich kennt gerade wieder... Erst mal eine Brecherle gemacht vor lauter Schiss. Oh, Mann. Ich will die Schule einfach nur rumhaben. Ich will zu der Ketzer und ich will einfach nur die Lin wieder befreien und will hier raus. Ganz furchtbar. Echt ganz, ganz furchtbar. Ich versuche auch ständig so noch unten zu gucken, dass ich nicht so viel sehen muss. Aber, oh Mann. Natürlich. Natürlich. Ich will es einfach nur hinter mich bringen. Oh Gott. Diese Scheißschule. Ich hab's schon als Kind gehasst, in die Schule zu gehen. Also zumindest, Grundschule war in Ordnung. 5., 6. war in Ordnung. 7., 8., 9., 7., 8. war ganz, ganz schrecklich für mich. 9., 10. war dann wieder in Ordnung. Und Oberstuf 11, 12, 13, die waren wieder super. Das hat mir wieder sehr gut gefallen. Aber, oh, Mittelstufe, das war grausam für mich. Aber die scheinen ja noch eher Kinder zu sein, so um den... Ich fand's gerade lustig, wie das in der Facecam aussah mit dem Licht. Ja, die werden so um die 10 gewesen sein, oder? Das war ja wohl eine Grundschule, beziehungsweise diese amerikanische Elementary Schools. Die gehen ja bis Klasse 6, glaube ich. Och nee, der Schimmelpeter, komm bitte. Dann sollte man wegrennen. What the fuck? Huiuiui. Reiß auf die Tür, reiß auf, ich will nicht werden zu dem Dämonschmaus. Mann, Scheißdreck. Oh, ich hasse es wie die Pest. Wieder. No. Lin, is, were, Herrn, Lin, keine Ahnung. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch gerade andere Probleme, aber ich finde diese PCs unglaublich geil. Wir hätten nämlich auch noch so einer gehabt früher. So ein altes Ding hier mit der Diskette drin. Das war großartig. Wir hätten 1994, glaube ich, war das, 93 oder 94, haben wir unseren ersten PC gehabt. Der lief natürlich noch mit Diskette und war noch mit DOS. Das war großartig. Ich habe das Ding geliebt. Noch 2 im Sack. Das ist natürlich bitter. Ja, das fand ich absolut geil, das Ding. Da haben wir halt so DOS Jump'n'Runs gespielt. Da bin ich dann das erste Mal mit Spiele in Berührung gekommen. Ich weiß nicht, wie sieht's denn bei euch aus? Was waren so euer erste Spiele? Bei mir waren das so DOS-Spiele wie Captain oder Commander Keen, Jill of the Jungle, Duke Nukem. So Dinger. Das waren so die ersten, die ich damals gespielt habe. Und dann ging es dann mit Monkey Island weiter. Das war persönlich absolutes Lieblingsspiel. Ja, Monkey Island. Das fing an mit dem Enser, das waren noch 16 so Brummer-Diskette, wo man das installieren musste, oder 8. Auf jeden Fall waren es sehr viele von den Mords-Diskette, die man dort einlecken müsse. Und das hat, glaube ich, das hat 5 MB verbraucht oder so, und das war schon der halbe Speicher. Das war absolut großartig. Okay. Ja, wie sieht's denn bei euch so aus? Das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Ihr seid ja bestimmt alle Spiele begeistert, wenn ihr mir so zuguckt, weil wer Let's Plays guckt, der muss natürlich auch Spiele mögen, ist ja klar, und spielt meistens auch selber. Deswegen würde es mich mal interessieren, ihr könnt mir auch sehr gerne mal in die Kommentare Bescheid geben, was waren dann so euer erste Spiele, die euch so zu Gamer gemacht haben, beziehungsweise die euch hin sagen lassen, hey geil, Gaming, das muss sein, das ist immer ein Bestandteil von meinem Leben gewesen seither. Weil bei mir ist es definitiv so, seit der Zeit war Spiele und Zocke immer ein Bestandteil von meinem Leben. Und jetzt habe ich seit letztem Jahr das auch mal wirklich zu meinem Hobby gemacht, beziehungsweise mein Hobby erweitert, Labern in Kombination mit Spiele. Und da bin ich dann letztes Jahr drauf gekommen, weil auch ein Kumpel von mir an der Stelle, Hi Clemens, das Ganze auch gemacht hat. Und ich habe gedacht, hey, jetzt wird es doch echt mal Zeit, ich wollte das schon mal länger machen. Jetzt wäre doch echt die Zeit, wenn sogar mein Kumpel hier da anfängt mit Spielen, mit Let's Plays, dann könnte ich doch vielleicht auch mal probieren. Natürlich. Ja, wo bist du dann? Ich will nicht zum Schimmelklaus rennen. Zum Schimmelsteffen oder wie er auch heißt. Oh. Was ist denn da los? Ich mach mal zu. Aber das ist besser, oder?
Was ist denn da los her? Ach Mann, ist das unangenehm. Das ist so dermaßen unangenehm. Bitte komm jetzt wieder in Templegate oder bei der Mine raus, Blake. Ich habe die Leder verändert sich. Ach, genau. Genau, wir sind jetzt auch wieder in Templegate, beziehungsweise bei der Mine gelandet. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte es echt nicht für möglich gehalten, dass ich das mal sage, aber Gott sei Dank bin ich wieder bei der Ketzer, beziehungsweise bei der Kirchespinner gelandet. Oh, Mann. Oh. Okay, geil. Ne, von da unten. Oh, cool, mir ein blutiger Fußabdruck, wie in Outlast Ends. Das weckt Erinnerungen. Können wir... Ah ja, da sehen wir noch den Fluss. Okay, wir scheinen jetzt frisch angekommen zu sein. Und es regnet und... Was? Es regnet Blut? Oder haben wir einfach nur einen Blutmond? Ist das nicht auch ein Zeichen in der Bibel vom Antichrist, beziehungsweise dass der Antichrist geboren wird? Dass Blut vom Himmel regnet? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist definitiv ein apokalyptisches, biblisches Zeichen. Wenn Blut regnet, dann wird der Antichrist geboren, beziehungsweise die Apokalypse ist nah. Ich glaube, das steht im Johannesevangelium, aber jetzt können wir ja erstmal wieder reingehen. In der Offenbarung dürfte das drin stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Raining blood. Dripping off her shoes, I think. No. Just... I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Okay. Blutregen hieß das. Ja, wir sind aber schon bei Ordner 15 von 18. Also wir haben es definitiv nicht mehr lang. Und wow, ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir am Schluss aussehen werden, falls wir uns jemals sehen. Also es würde mich auch freuen, wenn man mal der Blake auch wirklich zu Gesicht kriegt. Entschuldigung. Das fand ich auch bei Miles schon sehr schade, dass man den nie wirklich gesehen haben. Ich finde es auch irgendwie schade, dass die Knabe dann nie ein Spiegelbild haben. Das finde ich leider sehr, sehr schade. Das fand ich auch schon bei Layers of Fear sehr schade. Das wäre so schön, wenn man als auch mal ein Spiegelbild hätte. Oh Mann, ist das widerwärtig. Da ist mal das Grüne echt lieber, um ehrlich zu sein. Boah. Also jetzt ist wirklich Apokalypse-Stimmung. Wenn Blutregen kommt, dann ist die Apokalypse definitiv nimmer so weit entfernt. Und so wirklich reinigend ist der Regen jetzt auch nicht mehr, die Sache. Das ist die Brücke, von der wir, glaube ich, runtergestürzt sind. Und müsste doch irgendwo dann der Ketzer, nicht der Ketzer, der Wald von den verschimmelten Leute sein, von den Kranker. Jetzt sind wir aber hier bei der Mine endlich gelandet. Ich mag trotzdem nochmal auf die Gleise gehen. Und mag trotzdem von hier aus nochmal rüber gucken. Naja, schade. Schade, da kommen wir nicht durch. Ich hätte sehr gerne nochmal runter geguckt und hätte sehr gerne nochmal geschaut, wo dann der Wald war, in dem wir da reingefallen sind. Ja, es ist ach etwas schade, dass das nur so animiert ist und nicht irgendwie, dass das hier nochmal wie beim richtigen Regen nochmal so durch den Wind verschuldet nochmal irgendwo hinfällt. Jetzt bin ich immer echt gespannt. Da hört man niemand mal drin. Ich hoffe, da ist jetzt auch keiner drin. Okay. Das lässt sich aber sehr stark wackeln. Du lässt sich sehr schwer drauf rütteln an dem Ding. Ich glaube aber, da kommen wir jetzt wirklich nicht rein. Das ist wohl vom Spiel nicht so vorgesehen. Scheiß doch die Wand an. Trophäe erhalten in Silber. Golgotha. Ich kenne das nur als Golgatha, nicht Golgotha. Aber okay. Jetzt sind wir in Golgotha. Hoppla. Eva habe ich gerade flüstern gehört auf dem rechten Ohr. Ich will mich aber... Oh. Also wenn jetzt jemand hinter mir gestanden, hätte ich wahrscheinlich die Krise gekriegt. Da ist ein umgedrehtes Kreuz, soweit ich das richtig sehen kann, ja. Da ist ein richtiges Kreuz, aber hat nochmal ohne was hingekriegt. Ja, jetzt sind wir tatsächlich bei der Ketzer gelandet. Da hinten in der Ferne sind, glaube ich, auch Stimmaktivitäten. Wow, ist das... Wow, also stimmig ist das schon. Man muss Outlast echt lassen, sie kriegen die Atmosphäre extremst geil gebacken. Was hat er jetzt gesagt? Mineneingänge sind was? Mist. Ich habe verstanden, mein usually on the top floor, also over. Natürlich, das kann ja nichts wohl sein, wo man eberirdisch reinkommt. Nie darf ich auch mal was Leichtes haben. Verdammt nochmal. Kotzt mich an!
Ich bring dich um! Scheiße! Ich will nicht! Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Ich höre Flüstern. Und da ist wieder so ein illustrer Gentleman mit Stacheldraht. Mit dem Hens ist echt sehr. Ich glaube, wenn die Ents aus der Außenwelt besonders brauchen, dann ist der Stacheldraht. Das ist so denn ihr heiliges Gut, würde ich sagen. Ich brauche jetzt auch erst nur mal einen Schluck Wasser. Boah. Prost, Schluck A trinke. Einen Schluck Mut A trinke, weil die Sache. Oh Mann. Scheiße, ich will nicht. Es gibt hier etliche Passagen, in denen ich wirklich sage, ich will nicht. Und es wundert mich auch nicht, dass ich teilweise wirklich lange Pause dazwischen gehabt habe, weil Outlast 2 mich echt teilweise total verstört und abfuckt. Oh, nett, genauso wie die Biotonne hier. Nett, also zumindest bündeln sie die Arme. Das finde ich schon mal sehr freundlich gegenüber der Müllabfuhr. Oh Mann. Aber nee, ich muss mich teilweise hier echt zwingen dazu. Das ist ja wieder was ganz anderes, wenn ihr das guckt. Wenn irgend so ein Idiot wie ich das spielt und dann, ich will nicht, Hilfe. Aber es ist wieder was ganz anderes, wenn man das selber spielt. Also das Feeling hier ist gruselig. Vor allem mit denen hier, wenn ihr die Kopfhörer noch dabei habt. Ihr hören einfach Stimme teilweise, die ihr möglicherweise auch trotz voller Lautstärke nicht hören könnt. Das ist echt gemein. Oh, hi. Noch so ein Spießi. Oh, der hat schon den Unterkörper weg. Wiegt ja auch ein bisschen weniger. Hi. Ist jemand da? Ich höre nur Kettegeklapper. Ketten, hängen. Ich höre, dass gekettet wird, aber es wird nicht mehr gehangen. Oh Mann, ich will nicht. Man hört die Episode endlich auf. Ich brauche Kipp für die Nerven. Oh oh. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Renn. Irgendein Hansel, irgendein vergrützter Hansel hat jetzt zugeschlossen. Oh, scheiße, die sind schlimmer als die Kirchespinner, die lauern richtig. Also bei der Ketzer habe ich auf jeden Fall das Gefühl, die lauern auf uns und die beobachten uns und haben uns auch wesentlich besser im Blick, als es bei der New Temple Gate Leute der Fall war. Also von den Ketzer, von den Heretics fühle ich mich definitiv besser beobachtet. Eher beobachtet, stärker beobachtet und organisiert beobachtet. Jetzt stellt sich halt nur die Frage, wie aggressiv sind die, weil die Lynn ist ja sozusagen ihr Anti-Maria, wenn man es so will. Dann müsste der Blake hier ja eigentlich ihren Anti-Josef sein. Und da der im Christentum ja eigentlich heilig ist, Josef, würde ich eigentlich sagen, dass auch der Anti-Josef mehr oder weniger als heilig betrachtet werden müsste. Also theoretisch natürlich, müssten die freundlich gesinnt sein mir gegenüber. Ja, okay. Dem sieht man auch die Lebensfreude an mit seiner Katze, auch mit seiner Schimmelbacke. Der ist ja erst blühende Lewe hier, der Typ. Das ist der Anti-Mensch sowieso generell in jeder Beziehung. Oh, scheiße, es ist noch eine Minute, ich mag nicht. Vor allem, bitte steh nicht auf, du Kasper. Ich sag das, ich guck jetzt auch extra nicht hier. Okay. Kapitel 13. Und diese Zeichen werden die Öffnung der Scheide der Hölle ankündigen. Die Nacht wird singen mit den Wetzsteinen und Messern der Hebammen und den furchtsamen Klagen der Gerechten wie Sünder. Und das letzte Zeichen sei Werk des Feindes, der ängstlich war in seinem Gefängnis, greift in das Herz Sullivan Norths treuesten und liebsten Schülers. Denn jeder ist heimlich starrhälsig und unbeschnitten im Herzen, Nachkomme Seths, oder Seths, Nachkomme Kains, denn das älteste und beste des Kindes und sein Blut bringt nur der Erde Leben. Der Geist des Anhängers stieg hinab unter den von Gott Verdammten und Verhassten und sprach mit dem
Feind und badete in der Saat des spinnenäugigen Lammes. Ja, ich habe schon lange nicht mehr gehört. Igitt, als wieder das spinnenäugige Lamm, das ist so ranzig. Es sei Verrat an Templegate und an Gott und selbst an Sullivan North, der ihn geliebt hatte und die Auserwählten zur Erlösung führen werde. Und Ketzer werden sich unter den Gerechten erheben, und sie sollen 1000 Qualen erleiden und 7 mal 7 Schande vor dem Tod und dem Leben danach. Und seht, wenn der Prophet die Wahrheit spricht, sei das Kind im Leib der Märtyrerin von Furcht erfüllt. Nett. Reizende, liebevolle Religion, wie man das nach wie vor so kennt. Aber ihr liebe Leute, sind die 20 Minuten rum. Das heißt, ich mache an der Stelle hier einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.